Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma auf Pelzig. Und jetzt haben wir soweit alles erledigt hier. Jo, und ich steht Sache. Wir müssen jetzt nur noch in der Norfesterwald reingehen, damit wir dort ein Heilmittel gegen die Stummheit von der Prinzessin finden. Ach, ich weiß nicht, immer wenn ich auf der Overworld Karte bin und die Musik erklingt, muss ich das immer mitpfeifen oder mitsummen oder mitgrunzen oder was auch immer. Ach ja, das hatten wir ja schon, dass der uns hier warnt und ja, ich will da auf jeden Fall rein. Und das Ding wird jetzt nützlich sein, was wir da hin. Das macht nämlich dieses Hermesglocke erklingt. Und immer wenn wir auf dem richtigen Weg sind, sagt uns das Glöckchen definitiv, dass wir hier richtig sind. Also hier gilt im Wald Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Ach ja, mir fällt zu jedem Scheiß irgendwie ein dappisches Lied ein, habe ich das Gefühl. Entweder irgendein reales oder irgendein Simpsons-Lied. Okay. Hier ist auch noch was. Hau ab, du Wölfchen. Ihr halten ein bisschen mehr aus als die Zombies, kann das sein? Und ihr stecken, das Ganze ein bisschen cooler weg als die Zombies. Okay, hier ist auch nichts. Was ich halt auch etwas schade finde, ist, dass man hier mal wieder die Crackcliff-Musik verwendet. Ich weiß nicht, der Wald, der hat eine andere Musik vertragen, aber irgendwie passt dann im Endeffekt doch immer. Hermesglocke erklingt. Das heißt, wir sind hier auch wieder auf dem richtigen Weg. Wolfsbestie ruft Verstärkung. Keine Verstärkung in Sicht. Oh, hör auf. Obwohl wir Kettehemd tragen, ziehen uns die Viecher doch noch 12 ab. Und, wieder keine Verstärkung in Sicht. Wir scheinen Glück zu haben. So, jetzt gehen wir mal den Weg. Jetzt hat die Hermesglocke erstmal nichts gesagt dazu. So, das heißt, wir sind im falschen Gebiet. Und erstaunlicherweise ist es wieder exakt das Gebiet, wo wir rechts abgebogen sind. Das heißt, immer an die Hermesglocke halten. Wenn wir jetzt auch links gehen, kommen wir erstaunlicherweise hier wieder raus. Also, der Wald kann wirklich in die Irre führen. So rum. Deswegen ist es gut, dass wir das Glöckchen parat haben. Weil dann wissen wir, dann kann es nur noch der Weg sein. Hermesglocke erklingt. Aber es ist nicht immer so, dass die Wege im Norfesterwald hier im Kreis führen. Es kann auch in ein optionales Gebiet reinführen, auf jeden Fall. Ach ja, die Geierpassage mal wieder. Okay, jetzt sind wir wieder dort gelandet. Aber beim Norfesterwald muss ich echt wieder rote, weil ich habe den Weg im Norfesterwald echt nicht auswendig im Kopf, muss ich so gestehen. Das ist aber auch absolut kein Thema, weil dann können wir nämlich auch ein bisschen im Wald leveln. Was ich persönlich eigentlich auch ganz gut finde, weil wir brauchen die Levels sehr bald, weil wir bald an den besagten, gefürchteten Gegner geraten. Wenn ich jetzt noch over oder noch ohne gelaufen, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich gehe jetzt erst einmal noch links. Da sind wir anscheinend falsch. Okay. Also der linke Weg ist falsch. Zack. Also da landet man derzeit nur im Kreis, nicht in einem optionalen Gebiet. Okay, dann gehen wir wieder dort hier. Wie gesagt, bei solche Orientierungssache bin ich immer hundsmiserabel. Und in Norfesterwald fand ich jetzt persönlich halt auch nicht so spannend wie Luran. Luran ist mir halt definitiv ganz gut in Erinnerung geblieben, wie man vielleicht auch gemerkt hat. Da habe ich auch immer sagen können, ja, wenn wir jetzt dort hier gehen, passiert das und jenes und Achtung, jetzt kommt das und das. Aber im Norfesterwald bin ich doch gar nicht mehr so fit, um ehrlich zu sein. Okay, dann sind wir jetzt wieder auf dem richtigen Weg, ohne was verpasst zu haben. Wir sind auch noch verkrützt worden von dem Wolf, Pfui Teufel. Also der wäscht sich an, die Gosch, der Wolf. Deswegen petzen wir uns jetzt nochmal so gegen Giftscherei. Gut, dass ich nochmal beim Händler aufgetankt habe und noch gekauft habe. Und so ein Wunderknöllchen könnte ich mal auch nochmal reinpfeifen. Sehr schön. Weiter geht's. Und das Ding, was wir haben, der Silberspeer, der ist ja auch noch effektiv gegen Wölfe. Das ist natürlich in dem Fall an der Werwolf-Mythos angelehnt. Wogegen die Wölfe oder Werwölfe sehr anfällig sein sollen gegen Silber. Interessanterweise könnte das natürlich auch in Zusammenhang mit Loire, obwohl wir hier in Skandinavien sind. Okay, das war der richtige Weg. Interessanterweise könnte das auch trotz
Stockholm, trotz Skandinavier, ach, der Werwolf-Mythos in Frankreich A-Spieler. Ich weiß jetzt echt nicht mehr genau den Ort. Level 20 erreicht, KP steigt um 11, die Stärke um 2, Abwehr ebenfalls und das Glück um 3. Juhu! Und wir haben 200 KP jetzt. Das ist natürlich auch sehr geil. Okay. Jetzt gehen wir erstmal hier in die optionale Dingerei. Okay, da kommen wir wieder dort raus. Ich mag halt nochmal hier die Abbiegung checken, ob man da auch nochmal... Aber ich glaube in dem Fall... ist es in dem Fall noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Oh. Welches war dann hier nochmal der richtige Weg? Oh. Ja, es könnte natürlich an der französische Vorfall erinnern im 18. Jahrhundert. Ich glaube, darum war es, genau. Erinnert natürlich ein bisschen an den französischen Mythos aus dem 18. Jahrhundert. In Südfrankreich war das, glaube ich, wo angeblich so viele Leute, so viele Mädchen und Menschen, andere Menschen, außer kleine Mädchen oder Jungfrauen, von einem Werwolf gerissen worden sein sollen, wo sich dann rausgestellt hat im Endeffekt, okay, das war auch wieder falsch, wo sich dann im Endeffekt rausgestellt hat, dass das wahrscheinlich ein Jägersmann aus der Gegend war, der dann auch einen Wolf abgerichtet hat, einen besonders großen, und mit dem gelaufen ist. Und deswegen hat es ausgesehen, als würden seine Fußspuren in die von einem Wolf übergehen. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Geschichte von Werwölfen ever. Aber mir fällt jetzt echt der Ort nicht mehr ein, ohne Witz. Mir fällt gerade der Ort ums Verrecken nicht mehr ein. Ich muss auf jeden Fall nochmal nachgucken, im nächsten Teil werde ich das nochmal nachreichen. Aber Filme wie zum Beispiel Pack der Wölfe beruhen natürlich auf der historischen Geschichte. Da hat man auch extra Leute aus Paris dann holen lassen und hat dann auch Teufelsaustreibungen und so weiter betrieben. Das war auf jeden Fall eine ganz, ganz große Geschichte damals in Frankreich. Ich glaube, da bin ich entlang gelaufen. Ich glaube, hier muss ich jetzt nach rechts gehen. Ich um mal Orientierung, jetzt mal ohne Scheiß. Hermesglocke erklingt. Jetzt sind wir wieder in einem neuen Gebiet. Okay. Ja, das war natürlich damals extrem große Sache in Frankreich und die Bewohner haben natürlich auch sehr große Angst gehabt, und ich nehme auch an, weil das halt auch so viel in der Öffentlichkeit bekannt worden ist, das Ganze. Oh, hier sind wir mal wieder grottenfalsch. Ja, weil das so viel Aufmerksamkeit erregt hat, hat der Mann wahrscheinlich dann auch sehr schnell seinen Wolf niedergemacht, und eben der Jäger, der den Wolf, den angeblichen Werwolf erschossen haben soll, war dann auch derjenige, wo sich zum Schluss dann rausgestellt hat, aber ich glaube erst nach seinem Tod, dass der Mann tatsächlich auch den Wolf abgerichtet hat. Also der Jäger, der den Wolf erschossen hat, war auch gleichzeitig der Verursacher von dem Ganzen, der seinen Wolf abgerichtet hat und darauf trainiert hat, dass er auch andere Menschen anfällt. Und das ist natürlich auch wieder so richtig üblich Sache, wo ich sagen muss, der Jäger war meiner Meinung nach echte Charakterschwein. Es ist ja schon extrem die Bindung zu so einem Tier, wenn man so ins Groß zieht, gerade so ein Wolf, ach, ne? Und wenn es auch noch ein besonders großer ist es nochmal etwas härter, denn so Scheiße, ich verirre mich hier ständig. Ist das natürlich wieder extra schwierige Geschichte, denn zu dressieren. Und da wird er wahrscheinlich auch sehr viel Mühe und sehr viel Erbe reingesteckt haben. Und dann einfach den Wolf abzuknallen. Ich weiß nicht, ob das dem Mann schwer gefallen ist oder ob es ihm leicht gefallen ist, aber mir persönlich wäre es wahrscheinlich abartig schwer gefallen, ein Tier, zu dem ich so große Bindung habe wie dem Wolf, dann einfach abzuschießen. Ja, Menschen können oft echt Schweine sein. Da gibt's echt nichts. Vor allem, weil der Wolf ja auch nur gemacht hat, was der Herrscher ihm befohlen hat. Das ist dann nochmal doppelt hart, wie ich finde. Ich glaube, da war es jetzt. Ne? Oh Mann, ich bin so eine Gurke. Ich bin so eine Orientierungsgurke. Deswegen ist der Nordwesterwald für mich immer extrem perfekt gewesen, um zu leveln. Okay. Ich bin so eine Pfeife, was Orientierung angeht. Jetzt mal ohne Scheiß, ich brauche zu allem, was außer dem Nachbarort geht, brauche ich Navi. Das ist furchtbar. Da war das hier lang, oder? Ja, hier lang. Und wo ging es da nochmal lang? Ich glaube, da ging es dann rechts. Wenn mich nicht alles täuscht, aber die EP nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, da war es richtig. Dann war das da unten der falsche Weg. Okay, das da unten war dann der falsche... Oder nee, Quatsch, da rechts bin ich gegangen. Rechts war dann der falsche Weg. Dann könnte das hier der richtige Weg sein.
Ja, Brücke. Okay, wunderbar. Das ist schon mal die Halbzeit, die wir gepackt haben im Wald. Oh, au. Ja, das sind die Feuerkränze aus der Türme in der Unterwelt, die jetzt in blauer Edition erscheinen. Sternenbrücke. Stockholm liegt hinter der Brücke. Die Brücke ist unpassierbar. Ich muss noch einer Umgehung suchen. Ich muss wohl oder übel im Pfad von der Tiere folgen. Ja, da kommt man definitiv nicht drüber. Das heißt, wir müssen einen Tierpfad folgen. Und der ist auch wieder sehr cool dargestellt, wie ich finde. Weil sobald wir der offizielle Wald verlassen, kommen wir in der tiefe, dunkle Wald rein, wo auch die Tiere drin sind. Nein! Ark ist gelähmt. Igitt. Fledermaus Tollwut und so, ne? Igitt. Fledermäuse sind ja mittlerweile eigentlich auch die größte Tollwutüberträger. Früher waren es ja mal die Füchse. Mittlerweile hat sich das aber geändert. Mittlerweile sind es tatsächlich die Fledermäuse, die meiste Tollwut übertragen in der Welt. Und auch in Wälder. So, Moment. Jetzt muss ich gerade noch mal was checken. Ich glaube nämlich, das war der richtige Weg. Ich mag aber nochmal hier runter. Weil da gibt's noch was. Genau, da gibt's nochmal 2 Wölfe. Okay, ich habe gedacht, hier gibt's was Richtiges. Aber gibt nur wieder 2 EP auf 4 Beine. Ist in Ordnung. Nehmen wir auch so mit. Ach Gott, weil wie gesagt, für Spaniens Burgen hätte ich ganz gern Level 25 und 26. Das wird also etwas größere Geschichte. Und jetzt sind wir auf dem Tierpfad. Und der ist duster wie, ihr kennt's, eine Wageladung Arschlöcher. Ark erhält 389 Taler. Ich liebe die Bezeichnung. Die kommt übrigens aus dem Stephen King Buch oder generell aus Stephen Kings Bücher. Der sagt es sehr häufig, dass etwas, wenn er etwas als duster beschreibt, sagt er sehr häufig düster wie eine Wagenladung Arschlöcher. Und ich finde die Bezeichnung einfach nur großartig und habe das dann jetzt auch hier mal direkt in diverse Let's Plays übernommen. Und uns folgt ein Shutter. Und wenn ihr den Umriss euch anguckt, könnt das wahrscheinlich denken, wer es ist. Aber ich sag mal nix. Weil die Leute, die es noch nicht kennen, ich meine, ui, neuer Gegner. Neue Gegnersorte. Okay, die kann ich mittlerweile mit M-Schlag killen. Das ist natürlich gut. Ich mache hier diese Klassik-Rubrik nicht nur, damit ich Retro-Spiele vermischt spielen kann. Bestimmt hier nicht. Ich fühle, dass mich etwas magisch Art sieht. Könnte es der Geist aus der Saga aus Loire sein? Oder ein Tier? Was fühle ich dann? Keine Angst natürlich. Das stimmt. Der Ark fürchtet sich vor nix auf der Welt. Auf geht's, lass uns die Gespensterjahre. Na Allah, machen wir das doch. Juhu. Komm mal her, du Gespenst. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Ku Klux Klaner sein sollen oder irgendwelche komische Magier. Naja, das sieht ein bisschen aus wie ein Ku Klux Klaner für mich. Naja, wie gesagt, ich mache hier diese Classic-Let's Plays nicht nur, weil ich großartig Spaß an der Retro habe, was aber natürlich auch noch ein wichtiger Punkt ist. Ich liebe diese Retro-Spiele, die haben mich in meiner Kindheit früher sehr geprägt und begleitet, die Spiele. Weswegen ich die euch natürlich auch sehr, sehr gern zeigen will. Aber es hat auch den einfachen Grund, dass es viele jüngere Spieler gibt, die sowas einfach gar nicht mehr kennen. Und dass es auch Spieler in meinem Alter gibt, ich bin übrigens 29, dass es auch Spieler in meinem Alter gibt, die halt auch andere Spiele in der Generation gespielt haben und die mag ich wieder ein bisschen in die Jugend zurückführen. Und hier finden wir noch Ark erhält die Hundepfeife. Das Ding wird auch noch nützlich sein. Deswegen war das gut, dass wir den optionalen Weg noch rechts gegangen sind, obwohl der eigentlich gar nicht so optional ist, weil wir das Ding dringend brauchen. Jo. So viel dazu. Zack, jetzt können wir hier wieder Und hier im dunklen Wald jagen wir Tollwut-Fledermäuse und Ku Klux Klaner. Alles klar. Ach Gott, Tollwut und Ku Klux Klan. Tolle Mischung hier im Nordwesterwald. Igitt. Zack und zack. Und zack, na. Aber was das Gespenst im Nordwesterwald ist, werden wir nie erfahren. Weil das wird höchstwahrscheinlich nur irgendeine dumme Volkssage sein und es wird irgendwas passiert sein, dass der Wald einfach nur so gruselig ist und dass die Leute deswegen glauben, dass es durchspukt. Hilfe! Der Schrei ist von hinten gekommen. Nein! Ich gehe sterben. Ja, jetzt könnt ihr es euch denken, wer uns so gefolgt ist.
Ich hab furchtbare Angst, Katze. Maylin, was schaffst denn du hier? Ich wollte bei dir sein. Hey, Ark, du bist wirklich stark. Du suchst in dem Wald nur Stockholm, ne? Ich begleite dich und werde da nicht im Weg sein. Ach du Scheiße, nein! Jetzt haben wir die Gretel hinter der Hector auch noch an der Backe. Also irgendwann würde ich sagen, gehe ich mal zurück nach Lhasa und verprügel den Mario, dass er mir die Nervensäge an der Hals gehängt hat. Das werde ich Mario definitiv nie verzeihen. Das ist auch absolut kein Wunder, dass der seine Enkelin da abschiebt, wenn ich mir die Gewitterhex da angucke. Alter Falter. Jetzt sind wir wieder bei der Brücke. Ach, wärst du nur die Rainbow Bridge noch Valhalla. Da wäre ich jetzt wenigstens tot. Ach Mann. Ja, ich weiß, ich übertreibe vielleicht ein bisschen mit der Maylin, aber der Charakter, der ist einfach so nervtötend. Und das hat jedes Spiel. Ich glaube echt, jedes Spiel hat mindestens so einen Charakter, der so richtig nervtötend ist. Jedes Spiel und jeder Film und jede Serie hat seinen Jar Jar Binks. Und Maylin ist definitiv der Jar Jar Binks von Terranigma. Igitt. Okay, du wärst über die Brücke gegangen. Höchstwahrscheinlich. Und da ist noch was. Zack. Wie ihr seht, erklingt jetzt die... Oh, Moment. Ne, ich glaube doch, das ist optionales Gebiet. Und wir merken ja auch, dass die Hermesglocke jetzt gar nicht mehr klingt. Das hat auch den einfachen Grund, dass der Weg ab hier linear ist. Das heißt, da gibt es eigentlich... Moment. Ist der wirklich linear, der Weg? Ich kann es gar nicht sagen. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah ne, wir sind hier tatsächlich doch in einem optionalen Gebiet gelandet. Alles klar. Ist alles in Ordnung. Hab mich wieder erinnert. Ackerheld, Wunderknolle. Ach ja. Zack. Nur der Wolf erwischt und nicht das Wasserrad. Ich glaube, hier komme ich aber trotzdem noch wohin, wo es interessant sein könnte. Wolfsbestie ruft wieder um Verstärkung und Käsau kommt. Was habt ihr davor, wenn ihr so wischt seid? Verstärkung naht, Hilfe, da war mal einer sympathisch. Hopp. Moment mal. Ja. Ja, okay. Das ist alles optionales Gebiet. Sehr schön. Gut, wegen der Wunderknolle habe ich das hier gemacht. Und hier geht es auch noch wo hier. Den Ku Klux Klan haben wir mal auch noch platt. Ah ja, genau. Genau, das war sogar richtig der Weg. Moment, dann muss ich doch noch in ein anderes Gebiet rein. Wenn der richtig war, der Weg. Dann will ich aber vorher noch... Jawohl, saugut. Level 21 erreicht. Hat sich also doch gelohnt, dass ich hier rumirr wie ein Blöde. Stärke steigt um 3, die Abwehr um 2 und das Glück um 1. Woohoo. Sehr schön. Zack, zack. Sehr gut. Peng, peng. Okay. Es hat doch, ach wie gesagt, sei Vor- und sei Nachteile, alles. Und in dem Fall war der Vorteil, dass ich hier viel EP habe sammeln können. Aber ich mag hier dann doch nochmal etwas anderes checken. Dann mag ich nämlich noch ganz gern in das Gebiet durch rechts rein. Da kommen wir nämlich dann wieder zur Kreuzung. Da war da noch was, oder? Da müsste da noch was gewesen sein. Oder nee, von da bin ich gekommen, genau. Da bin ich da abgebogen und da war alles Paletti. Dann ist das Optionale, was ich wohl suche, hier over. Egal, ob es ein Sackgass ist oder nicht. Okay, es ist nur ein Sackgass. Na gut, dann war alles richtig. Aber man will es so wirklich nicht. Will wirklich nichts verpassen. Okay, dann können wir hier nochmal die EP mitnehmen, die Gegner geben. Und im Schloss können wir dann wahrscheinlich auf Level 25, 26 leveln. Da bin ich mir dann schon ziemlich sicher, dass wir das hier kriegen. Weil im Norfesterwald sind wir definitiv schon gut dabei. Und ich glaube, ich habe relativ sauber und ordentlich vorgelevelt, so dass wir nicht allzu viele Levelrunde im Schloss machen müssen. Heieiei, hier schluck ich aber echt Gegenmittel wie Tic-Tacs. Das gibt's ja auch nicht. Gegengift. Habe ich jetzt schon insgesamt 3 von den Dinger reingeschmatzt. Heieiei. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Da können wir jetzt weitergehen. Aber wir sind auch wieder kurz vor knappig. Das ist der Weg. Hier gehe ich jetzt nur noch der richtige Weg, wo wir hin müssen.
Stockholm ist ganz in der Nähe. Alles klar. Ey. Jetzt hört's aber auf. Zack. Oh Mann. Okay. Und ich jetzt sage, hier vor Stockholm mache ich nochmal einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.